das ist das, wo ich jetzt teilweise wieder fast eine Gänsehaut kriege. Oder die große Spende, kann ich ruhig sagen, wir haben 200.000 Euro von einem Spender, von Dieter Moschek bekommen. Ja, das war Samstagnachmittag, war das klar. Ja, wo freitags in der Zeitung stand. Und das ist so eine großartige Sache, wo ich weiß, also da wir haben es bisher, wie gesagt, nicht gebraucht. Aber wenn man einen anspricht, ich sage mal, die Kölner lassen keine allein, und so war es hier auch wieder, ne? Und bei den Schulen und Vereinen ist es einfach so, dass es jedes Jahr neu entweder aus alten Kostümen irgendwie umgebaut wird oder mit neuen Ideen und viel, viel Herzblut im stillen Kämmerlein, im Nähzimmer. Und wir haben teilweise Vereine, die haben da wirklich einen eigenen Kostümraum sich irgendwie erschaffen, um sowas dann alles zusammenzubauen. Also dieses Herzblut und dieses jedes Jahr neu erfinden, das macht es einfach so besonders. Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast. Bis der Nubbel brennt. Bis der Nubbel brennt. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute tauchen wir ein in die Welt der Schull- und Vedelszüch. Und da habe ich die zwei perfekten Gäste mir ins Studio eingeladen. Zum einen Bernhard Konin, den Vorsitzenden des Vereins Freunde und Förderer des kölnischen Brauchtums. Bernhard, hallo. Ja. Kommen wir gleich zur Bedeutung dieses Vereins, kommen wir natürlich gleich noch in aller Ausführlichkeit. Und Michael Wandel ist auch heute an meiner Seite, der stellvertretende Zugleiter der Schull- und Vedelszüch. Michael, hallo. Guten Tag, hallo. Ja, ihr zwei habt vor wenigen Wochen noch ganz Köln einen riesengroßen Schrecken eingejagt, so will ich es mal formulieren, weil Bernhard, da hast du vor allen Dingen auch gesagt, in aller Öffentlichkeit, die Schull- und Vedelszüch stehen vor dem Aus. Gott sei Dank können wir mittlerweile sagen, sieht jetzt schon viel, viel besser aus, aber trotzdem blicken wir nochmal auf die Zeit zurück von vor ein paar Wochen. Ja, war es wirklich 5 vor 12? Ja, es war auf jeden Fall 5 vor 12, also war schon fast drüber, das muss man dazu sagen, weil wir als Verein, der ja 1932 gegründet worden ist, seitdem immer, quasi zuerst waren es nur die Vedelszüch, seit 1952 dann die Schull- und Vedelszüch durchgeführt haben. Und wir haben einen Kreis an Mitgliedern gehabt, die für diese Kosten immer aufgaben. Und das war im Prinzip nie ein Thema gewesen. Deswegen, es war wirklich jetzt von jetzt auf gleich auch für uns wie ein Schock. Und zwar, es war 2023, 200 Jahre Kölner Karneval, als der Zug auch andersrum ging. Und nach Corona die Kosten derart angestiegen sind, gerade im Bereich Sanitätsdienste, Security-Dienste, aber auch die Musikkapellen, die haben fast 40% mehr genommen, sodass wir in diesem Jahr einen Verlust gemacht haben von 134.000 Euro. Das kann man ruhig sagen. Wir haben es ja selber dann noch gesagt. Und wir dachten also, wir haben die Jahre vorher gut gehaushaltet. Wir hatten noch einiges an Rücklagen, aber haben gesagt, wenn das selber uns nochmal passiert, dann ist der 2026er Zug nicht mehr durchführbar. Und deswegen haben wir dann auf unserer Mitgliederversammlung, ich glaube am 20. November war es, zumindest unsere Mitglieder informiert, an diesem Abend aber auch immer die Presse anwesend ist, stand das natürlich dann am anderen Tag in allen Zeitungen. Und dann ist ja wirklich schon an dem Abend selber eine Hilfsbereitschaft, eine Solidarisierung quasi von allen Leuten, also ich sag mal, ich will nicht sagen halb Köln, natürlich jetzt blöd an, aber Vereine, Institutionen, Privatpersonen. Am Donnerstag, am Freitagmorgen, da rief einer an, hat in der Zeitung gelesen, um 7:45 und sagte, Herr Konin, Sie kennen mich nicht, aber ich bin an Ihre Nummer gekommen. Ich habe auf Ihre Homepage geguckt, da steht überhaupt keine Kontonummer drauf. Setzen Sie die bitte mal drauf. Ich möchte auch was spenden. Und wir haben also über 100 Spenden allein direkt in den ersten 2-3 Wochen von Leuten, also wirklich von 11 Euro, 11 bis 1.111 Euro bekommen. Und ja, dann ging es erst richtig los, ne? Bei dir, Michael, ist, glaube ich, auch so, du lebst diese Schull- und Vedelszüch als stellvertretender Zugleiter. Ich glaube, dir geht da auch an den Sonntagen dann immer das Herz auf. War da auch in dem ersten Moment irgendwie sowas von ja, fast wie Panik? Oh Gott, gibt's die vielleicht wirklich bald nicht mehr? Ja, auf jeden Fall war das ein hochemotionaler Moment. Also ich weiß genau, dass wir natürlich schon so ein paar Tage davor ein bisschen instruiert worden sind, was da vielleicht passiert oder auch nicht passiert. Aber an dem Abend selber, als das dann auch noch wirklich öffentlich gemacht wurde, ja, wurde einem das dann auch wirklich bewusst, was da vielleicht im Raum steht, dass man viel, viel Arbeit und viel, viel Herzblut reinsteckt. Also nicht nur von unserer Seite, sondern natürlich auch von den Schulen mit der Kostümgestaltung, von den Vereinen. Und auf einmal kann man das nicht mehr durchführen. Das ist schon
Es war ein ganz schwieriger Moment. Also da ging uns allen in der Zugleitung so ein bisschen wirklich, ja, das Herz in die Hose mehr oder weniger. Bernhard, du hast es angesprochen, es gab kleine Spenden, es gab, glaube ich, auch eine elementare Großspende, die jetzt natürlich erstmal vorübergehend jetzt ein riesengroßes Loch, glaube ich, stopft. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ne? Also das riesengroße Loch war so nie da. Wir haben ja immer gesagt, 25 kriegen wir noch finanziert, 26 wird es dann kritisch. Das war ja auch diese Aussage, das kann nicht stimmt. Wir haben natürlich für 25 auch schon gesagt, man muss vielleicht etwas ausholen. Jede Schule, die mitgeht, bekommt Geld. Erstmal normalerweise, wenn du mit dem Rosenmontagszug gehen musst, musst du Geld bezahlen, sowohl der Verein als jeder Teilnehmer. Bei uns bekommen die Schulen erstmal Geld, damit sie Geld haben für Kostüme zu basteln, etc. etc. Oder die Schulen, die Kinder werden alle mit Bussen hingefahren zum Zugweg und wieder zurück. Ich meine, es ist natürlich eine Organisation. Allein, ich sage jetzt mal, diese Kosten sind 25.000 bis 30.000 Euro. Und da hatten wir ein bisschen Angst vor, haben auch da schon der Zugleitung gesagt, also da müssen wir drüber nachdenken, ob wir das noch können. Auch schon für dieses Jahr, also für 25, aber für 26 geht das überhaupt nicht. Und es ist dann aber auf dieser Mitgliederversammlung, fing schon da an, wir haben relativ viele neue Mitglieder aufgenommen und wir haben auch im Vorfeld schon gesagt, das haben wir ja meist schon mit unseren Mitgliedern besprochen, wir werden unsere Mitgliedsbeiträge um 40% anheben. Und wir sind jetzt 230 Mitgliedern. Wenn du dann natürlich schon mal 150 Euro den Betrag anhebst, dann sind dann auch schon wieder 30.000 Euro, die dazukommen. Und so fing es damit an, dass ein Mosaiksteinchen quasi zu anderen dazu kam. An dem Abend kamen plötzlich dann 2 Leute und haben gesagt, 10.000 Euro von mir, der andere 10.000. Dann kamen 2 junge Leute aus unserem Verein, die gerade eine Firma gegründet hatte, die aber anscheinend funktioniert, und haben uns 30.000 Euro gegeben. 10.000 für dieses, 10.000 für nächstes, für übernächstes. Und das fing an dem Abend schon so an. Und ich muss auch dazu sagen, das Geld war ja das eine, aber wir wollten auch immer wieder Geld von der Stadt haben. Wir haben bisher keine Unterstützung bekommen, keine ist übertrieben. Wir haben seit 1972 15.000 D-Mark zuerst, nachher waren es 7.700 Euro für die Unterstützung der Musik in den Schulen und Federzücht bekommen. Und da haben wir gesagt, also gut, das Festkomitee bekam immer Geld, also Unterstützung, meines Erachtens immer auch schon zu wenig. Das war eine andere Sache, aber wir haben im Prinzip überhaupt keine Unterstützung bekommen. Und mein Stellvertreter, der Dominik Bayerz, und ich, wir sind dann seit August durch die Fraktionen gegangen, haben dafür beworben, haben gesagt, was wir machen. Denn dieser Verein Freunde und Förderer Kölner braucht, und klar, unsere größte Aktivität ist die Organisation in diesem Falle über unsere Zugleitung und Finanzierung der Schul- und Federzücht. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Ja, und diese anderen Sachen wollten wir auch, dass die nicht wegfahren. Wir machen ein Singen in der Philharmonie mit 2.000 Kindern. Muss man dazu sagen, die Blackfoes sind seit 25 Jahren dabei. Erst Bömmel, Hartmut und Gafi. Jetzt haben alle neuen Blackfoes sind jetzt in der neuen Truppe dabei, die unentgeltlich die Begleitung für diese Schüler machen, die CDs mit aufnehmen, damit die in den Schulen üben können. Das ist so ein Singen in der Philharmonie, das kostet natürlich auch alles. Nicht die Künstler, aber die CD-Produktionen, die Philharmonie etc. Wir machen ein Weihnachtssingen im Rathaus, es gibt eine gesamtstädtische Schulsitzung und. Die Sachen wollten wir auch weiterführen. Und dafür braucht man Geld und das haben wir gemacht und wir haben ja jetzt dann und hoffen alle auf den 13. Februar, wo es beschlossen werden soll, aber es ist in der Vorlage mit drin, dass wir auch in Zukunft für 2025 50.000 D-Mark von der Stadt bekommen und im Jahr 2026 dann 75.000. Das ist jetzt ein Doppelhaushalt, damit ist dies beschlossen, aber da wollen wir natürlich langfristig dranbleiben, denn wir hatten uns schon vorgenommen, auch in Zukunft noch mehr für die Kinder und Jugendlichen zu tun. Ich glaube, da ist der richtige Ansatz und dafür braucht man das Geld dann. Ja, vor allem, es wäre ja auch kein gesichertes Konstrukt, wenn man sich für die nächsten Jahre auf Spendengelder verlassen müsste und auf diese vielfältige Bereitschaft, die es jetzt gegeben hat. Ne? Ja, das ist das Problem. Jetzt ist sie da. Genau. Und uns ist aber vollkommen klar, dass das irgendwann vorbei sein wird. Natürlich haben wir, da muss man jetzt dazu sagen, vielleicht dadurch auch den einen oder anderen Topf kennengelernt, gerade bei Stiftungen, die wir, glaube ich, auch in 2-3 Jahren noch ansprechen könnten.
die wir auch jetzt ansprechen können für gewisse Sachen. Das muss ja zum Stiftungszweck passen. Aber klar, es muss nachhaltig sein, langfristig. Und das war das wichtigste Ziel jetzt. Ne? Werbung. Was wäre der Kölner Karneval ohne die richtige Stärkung? Seit 300 Jahren steht Remagen für Genuss mit Leidenschaft und Tradition. Das Familienunternehmen ist stolzer und langjähriger Partner des Festkomitees und ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals, einer Tradition, die das Herz und die Seele der Stadt prägt. Jedes Jahr unterstützt Remagen zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten und sorgt dafür, dass niemand hungrig feiern muss. Ob Bratwurst, Frikadelle, Flöns oder eine Knaller-Currywurst. Bei Remagen findet ihr alles, was Karneval noch besser macht. Für die Besucher des Rosenmontagszugs gibt's eine ganz besondere Leckerei. Fleischwurst im Ring mit Senf, die auch im Remagen-Werksverkauf in Hürth erhältlich ist. Infos zu den leckeren Produkten von Remagen und dem Werksverkauf findet ihr auf www.remisshop.de. Remagen, damit Karneval so richtig schmeckt. Die Förderungen der Stadt sind angesprochen worden. Klar, die Stadt wird sagen, ja, alle schreien immer nach irgendwelchen Förderungen. Aber hier, glaube ich, ist es ja durchaus angebracht. Und vielleicht kannst du mich ja auch nochmal auf die Bedeutung für Köln, fürs kölsche Brauchtum eingehen, was dieses Schul- und Fädelszug ausmacht. Weil damit einher geht ja dann auch eine Berechtigung für eine Förderung durch die Stadt. Also was machen diese Schul- und Fädelszug so besonders? Wir machen ja auch nicht nur jetzt für die Hardcore-Karnevalisten diesen Pod- und Videocast, sondern auch für andere nochmal zu erklären, was das bedeutet, dieser Karnevalssonntag. Ich denke einfach, das Wichtige ist, dass wir versuchen, einen Karneval erlebbar zu machen, möglichst mit ganz geringem finanziellen Aufwand. Wir wollen den Karneval einfach auch den Menschen nahebringen oder ermöglichen, die das sich einfach auch nicht unbedingt leisten können. Ne? Die Kostüme mit ganz, ganz viel Herzblut, ich sage jetzt mal aus irgendeinem Fundus zusammenbauen und halt nicht unbedingt die große Uniform sich leisten können. Und das muss halt einfach der Karneval sein, der dann auch in den Kitas, in den Schulen anfängt, der natürlich auch die Integration irgendwo ermöglicht und den Karneval an der Basis überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Und das ist etwas, wofür wir da einfach stehen, wofür wir dann natürlich keine Teilnahmegebühr erheben möchten. Wir möchten einfach nicht, dass irgendjemand eine Barriere spürt, um dann zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Oder wir kommen halt nicht mehr mit unserer Schule morgens in den Zugweg rein, weil wir einfach eine zu weite Anreise haben, weil wir zu aufwendige Kostüme haben. Und all solche Dinge müssen wir den Menschen, den Kindern, den Vereinen einfach auch ermöglichen. Ne? Das ist einfach ein großes Stück Brauchtum, was wir da fördern müssen und was einfach, wo wir uns da einfach sehr, sehr stark engagieren müssen. Wie siehst du die Ergänzung oder die Abgrenzung zum Rosenmontag? Also ist es einfach ein gänzlich anderes Erlebnis? Zahlt das eine auf das andere ein? Wie siehst du das? Das Schöne einfach am Kölner Karneval, denke ich, ist, dass es für jede Zielgruppe, für jede Nische irgendwie eine Möglichkeit gibt, Karneval zu feiern. Und der Rosenmontagszug ist ja nun mal von der vielleicht kommerziellen Bedeutung hat einfach, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert. Durch die großen Chorgesellschaften, durch die großen Gesellschaften hat man halt die Möglichkeit, natürlich in einer großen Uniform mit 180 Mann im Gürtel nicht auf die Bühne zu gehen. Aber genauso gut muss man halt einfach auch den Kneipenkarneval irgendwo wertschätzen und ermöglichen und den Schulen einfach versuchen nahezubringen, was bedeutet der Karneval, wo ist das überhaupt das große Miteinander, ne? Und dieses doch deutlich familiärere, das mit wenig Material und finanziellem Einsatz ein Karneval möglich ist, ich glaube, das unterscheidet uns so ein bisschen von Rosenmontag auch. Ne? Der Rosenmontagszug ist halt kommerzieller oder da ist fast wie eine Show. Da kommen, weiß ich wie viel, spielt auch keine Rolle, ob 100 oder 200 oder 1 Million, auf jeden Fall wesentlich mehr. Bei uns ist auch eine ganz andere Zielgruppe am Straßenrand. Bei uns sind es, glaube ich, die Familien, die da sind. Und es sind dann die Schulen und die Fädel, die da mitmachen. Da ist jung und alt dabei, ja. Und es wird auch, glaube ich, die Brauchtumspflege, die wird auch da sehr nah an den Menschen im Fädel und in den Schulen vielleicht ein bisschen rübergebracht. Und das sind 2 Paar Schuhe, glaube ich. Wir haben ja auch das Glück, dass wir mit dem Festkomitee einen guten Partner haben, denn wir gehen denselben Weg auch. Es ist viel von der Infrastruktur, was natürlich sonntags schon steht, genutzt werden kann, was für montags hergerichtet wird. Auch der WDR als starker Partner dabei, der natürlich auch nicht nur den Rosenmontag
sondern auch am Karnevalssonntag live quasi im WDR 3 die Züge zeigt. Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Aber das ist beides schön, sage ich auch ganz ehrlich. Schön ist auch unsere Rubrik. Wir lassen uns viele karnevalistische Begriffe oder einfach auch karnevalistische Bedeutungen aus Kindermund erklären. Und heute ist die Historie der Rosenmontagszüge dran. Kids erklären Karneval. Heute die Geschichte der Rosenmontagszüge. Vor mehr als 200 Jahren, da gab es den Karneval ja schon. Aber er war mehr so ein wildes Durcheinander. Die Leute haben sich verkleidet, sind durch Straßen gezogen und haben gefeiert. Aber ohne Plan. Dann kamen irgendwann schlaue Leute, die gesagt haben, lass uns das doch mal richtig organisieren. Das war 1823 in Köln. Da haben die Ecken dann ihren ersten richtig geplanten Zug gemacht. Also mit Motto, Wagen und allem drum dran. Und wer durfte ganz vorne mitgehen? Der erste Held Karneval. Der sowas wie der Uropa vom heutigen Prinz Karneval ist. Von Köln aus fanden andere Städte das auch cool und dachten sich, das machen wir auch. Also seitdem gibt's in vielen Orten große und kleine Karnevalszüge. Andere Städte fanden das dann auch cool und dachten sich, das machen wir auch. Also gibt es seitdem in vielen Orten große und kleine Karnevalszüge. Aber es gab auch schwierige Zeiten. Zum Beispiel gab es in den Weltkriegen keine Züge oder auch in der Corona-Zeit mussten die Leute auf den Straßenumzug verzichten. Aber eins ist sicher, Karneval ist nicht tot zu kriegen. Heute sind die Züge riesige Spektakel mit Musik, Funkmariechen und Megawagen. Und egal, ob du in Köln, Düsseldorf oder Mainz bist, Rosenmontag ist für Jecken der wichtigste Tag im Jahr. Ja, ganz schön viel Historie hinter den Rosenmontagszügen. Bernhard, du hattest es auch angesprochen, es ist da auch eine Art Zusammenarbeit logischerweise zwischen Rosenmontag, Scholl- und Vedelszug mit dem Festkomitee. Ihr habt dort ja auch Einblicke. Ich meine, ihr hattet große Sorgen und habt halt ja nicht umsonst Alarm geschlagen. Beim Thema Rosenmontag und beim Thema Karneval als solches in der finanziellen Situation sieht es nicht unbedingt einfacher und besser aus. Ne? Wie bewertest du die Gesamtsituation rund um den Karneval in Köln? Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich glaube, dass auch das Festkomitee zu wenig Zuschüsse bekommen hat. Und wir haben in dieser Sache sind wir auch einen Teil des Weges gemeinsam gegangen. Und so sieht das Ergebnis ja jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch aus, dass sowohl das Festkomitee als auch wir jetzt mal dann einen Beitrag oder einen Zuschuss bekommen. Und wir sind in vielen Sachen arbeitet ja auch unsere Zugleitung mit der Zugleitung sehr eng zusammen. Also ich weiß, da sind ja permanente Abstimmungen. Das Thema Sicherheit ist mit Sicherheit ein sehr immenses, aber auch ja alle anderen Sachen, ob mit Funken und sonst wie, das weiß der Michael besser als ich, aber ich glaube, da ist auch ein sehr gutes Miteinander zwischen Festkomitee und Freude und Förderer des Kölnischen Brauchtums. Aber machst du dir auch, wenn man diese gesamte Finanzsituation ansieht, also für die nächsten Jahre, also machst du dir ernsthaft Sorgen, dass wir in 10 Jahren noch von ähnlichen Themen reden? Oder siehst du uns jetzt durch auch so einen Schwenk, den es jetzt genommen hat, vielleicht eine Talsohle durchschritten und auf einem guten Weg? Also jetzt sind wir ja schon wieder fast bei Stadtpolitik. Ne? Also die nächsten 5 Jahre. Bleibt da nicht aus. Die nächsten 5 Jahre, wir wissen, dass Köln sehr sparen muss. Und ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden nicht recht einfach werden. Wir haben ja auch jetzt neue Kommunalwahl im September und da wird wahrscheinlich auch weiter gespart werden müssen. Deswegen müssen wir auch versuchen, wo haben wir eventuell neben dem, was wir und ich hoffe auch da von der Stadt weiterhin bekommen, wo haben wir vielleicht neue Quellen? Also unsere Zugleitung wir haben jetzt die Rote Funken machen ja so jeden mit der Kötterbuchse. Die Kieperköp haben eine Flagge gemacht, die Scholl- und Vedelszug dürfen nicht kaputt gehen. Die verkaufen die. Das sind alles Maßnahmen oder die Kamelle Club stellt uns Gelder zur Verfügung über die Tribüne. Andere Aktionen sind schon gelaufen, werden noch laufen. Das ist wunderbar. Wir müssen aber auch gucken, können wir vielleicht oder haben wir vielleicht Ideen? Und wir sitzen nächste Woche mit dem Festkomitee auch wieder zusammen, also sowohl der Vorstand, auf der anderen Seite auch die Zugleitung permanent, glaube ich, jetzt gerade, wenn es auf die Züge geht, näher es kommt, ist die Abstimmung, glaube ich, fast täglich, wenn ich das so ein bisschen oder oft mitkriege. Aber wir setzen uns auch zusammen, überlegen auch, was können wir gemeinsam tun. Ne? Denn wir tun es ja nur für Köln, wie man so schön sagt. Ne? Und ich denke,
da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich bin an für sich optimistisch, weil ich jetzt wirklich auch mal gemerkt habe, also ich darf das, kann das fast ja nicht erzählen. Da ruft der, also pass auf, wenn du mal was brauchst. Ne? Um 7:45 an dem Freitagmorgen schrieb mir eine große Bank, Bernhard, wir lassen keine allein. Punkt. Ne? Und das ist das, wo ich jetzt teilweise wieder fast eine Gänsehaut kriege. Oder die große Spende, kann ich jetzt ruhig sagen, wir haben 200.000 € von einem Spender von Dieter Morschek bekommen. Ja, das war Samstagnachmittag, war das klar. Ja, wo freitags in der Zeitung stand. Und das ist so eine großartige Sache, wo ich weiß, also da können wir haben es bisher, wie gesagt, nicht gebraucht. Aber wenn man einen anspricht, ich sage mal, die Kölner lassen keine allein und so war es hier auch wieder, ne? Das ist tatsächlich überragend zu sehen, dieser Zusammenhalt, der dann in solchen Phasen entsteht, gerade rund um Karneval. Ich glaube, das kann auch fast nur Köln und der Karneval dann wieder das so zu drehen. Ja, auch die Karnevalsgesellschaften, die großen Karnevalsgesellschaften, die tun ja auch ihren Teil dabei. Ne? Wir kriegen schon seit Jahren von der Ehrengarde, Prinzengarde und Rote Funken Gelder für die 3 Sieger der Schul- und Federzücht, damit die so montags, also dürfen mitgehen, aber da die auch Wurfmaterial haben. Das tun diese 3 Gesellschaften. Die kommen an dem Abend, fahren wir zu den Siegern, da fährt dahinter im Prinzip schon der LKW und wo können wir die Kamellen abladen? Und dasselbe ist jetzt auch wieder, die Blauen Funken, die gesagt haben, ja, wir wollen auch 2 Schulen, die wir unterstützen, die vielleicht nicht die Gelder haben, um nachher mal ihren Kindern und Lehrern, die mitgehen, auch ein bisschen Wurfmaterial mitzugeben. Ja? Auch das ist passiert und dies ist auch langfristig angedacht. Ja? Und so viele Aktionen sind da, also ich müsste jetzt schon fast nachgucken, passiert im Moment fast jeden Tag was. Ja, ich habe noch von einem Kartrennen gelesen. Ja, also es gibt ein Kartrennen, es gab in der Café Rösterei Chamon sind die Leute auf die Rolle, also Fahrradfahren, jeder zahlt €1, das sind 980 € zusammengekommen. Ne? Und nur solche Sachen, würde ich sagen, dass im Prinzip fast tagtäglich passiert. Eben rief Henning Krautmacher an und sagte, Bernhard, lass uns da was machen, ich habe eine Idee. Können wir das machen? Das wird zwar erst nach Karneval kommen, das Kartrennen ist auch erst nach Karneval, Karnevalisten für Karnevalisten. Soll ja langfristig sein. Ja, ne? Also deswegen ist mir im Prinzip nicht bange, aber wir müssen, und das wäre der Grundsockel, die Gelder, die wir von der Stadt bekommen. Und ich glaube, unsere Mitglieder sind da auch alle dabei und muss dazu sagen, haben auch eine sehr große Solidarität erfahren. Eins hast du eben schon angesprochen, das ist eine schöne Brücke zu der liebevollen Detailarbeit der Gruppen in den Schul- und Fädelszücht, weil du hast ja gesagt, es werden immer 3 Gruppen dann am Ende des Tages gekürt, die dann auch nochmal zur besonderen Ehre im Rosenmontagszug dann mitgehen dürfen. Es steckt schon, Michael, sehr viel Detailarbeit, sehr viel liebevolles Arbeiten dahinter, was die Schulen und Fädelsgruppierungen da reinstecken in die Kreation ihrer Outfits und so weiter, oder? Ja, ich glaube, das ist das, was die Schul- und Fädels sich auch nochmal so ein bisschen vom Rosenmontagszug unterscheidet. Dass es einfach jedes Jahr neu ist, dass es jedes Jahr bunt ist. Ich bin jetzt selber auch bei den Blauen Funken und freue mich natürlich immer, wenn meine Funken Rosenmontag 500 Mann an der Spitze gehen, was natürlich ganz toll ist, aber es ist halt auch jedes Jahr dasselbe, das muss man fairerweise so sagen. Und bei den Schulen und Vereinen ist es einfach so, dass es jedes Jahr neu entweder aus alten Kostümen irgendwie umgebaut wird oder mit neuen Ideen und viel, viel Herzblut im stillen Kämmerlein, im Nähzimmer. Und wir haben teilweise Vereine, die haben da wirklich einen eigenen Kostümraum sich irgendwie erschaffen, um sowas dann alles zusammenzubauen. Also dieses Herzblut und dieses jedes Jahr neu erfinden, das macht es einfach so besonders und auch für uns natürlich einfach immer schön, wenn man dann auch vielleicht mal eine Hilfestellung geben kann oder wie wir jetzt auch haben, wir haben einen Stammtisch für die Fädelsvereine ins Leben gerufen, wo die einfach untereinander sich austauschen können. Ne? Und das macht es vielleicht nochmal ein bisschen familiärer, herzlicher vielleicht auch. Ne? Geht dir da auch immer das Herz auf? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade bei den Schul- und Fädelszücht, das ist ja so eine Bühne für Kreativität und Gestaltung. Ne? Und da ist ja in den Fädelsvereinen, da werden die Kostüme und die Wagen selber gemacht. Ich glaube, da wird viel Liebe, viel Zeit für aufgebracht. Und auch so die Eigeninitiative ist da mit Kindern und Erwachsenen, die uns etwas tun und die damit auch etwas Großes auf die Beine stellen. Das ist, glaube ich, auch für Kinder gerade sehr wichtig zu sehen, was haben wir da geschaffen. Ne? Und ich sage jetzt noch mal du sprachst es eben an, also dieses selber machen. Wir haben ja eine Jury bei den Schul- und Fädelszücht, die in der Vergangenheit immer, und das soll auch so bleiben, nur die Fädel bewertet hat.
einfach deshalb, es gibt da einen Wagen, also früher hieß es Wagenpreis, Fußgruppe und Sonderpreis des Festkomitees. Wir haben jetzt einen Originalitätspreis und einen Kostümpreis, die wir bewerten, also weiter die 3 Kategorien. Und das Festkomitee stellt eben einen goldenen Lappenclown zur Verfügung. Und uns ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass gerade die Schulen so tolle und bunte Kostüme haben. Und wir legen ja im Prinzip Wert drauf, dass es keine gekauften Kostüme sind. Oder selbst ist im Prinzip auch ein No-Go, dass man die Kostüme in den Fädelsvereinen vom letzten Jahr nimmt. Da wird vielleicht mal ein Hut von da und von da. Alles gut möglich. Aber gerade die Schulen haben so tolle Kostüme gemacht. Und ich hatte auf unserer, wir haben immer im Mai schon so eine Mitgliederversammlung, wo im Prinzip, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Zahlen so vorgestellt, Jahresabschluss. Und da habe ich dieses Mal zum Thema gemacht, sage ich, also im Prinzip müsste man auch diesen Schulen einen Preis geben, ohne dann ein direkter Wettbewerb ist. Also wo es heißt so, derjenige geht dann mit und kann dann mit dem Rosenmontagszug gehen. Und dann sage ich aus wirklich so, wie sagt man, aus Jux und Dallerei, also und im Notfall stiftet man eine goldene Nähmaschine. Und das hat ein Mitglied von uns aufgegriffen, der Helmut Brüggelmann, der dann kam und sagte, da habe ich schon eine Idee. Helmut Brüggelmann hat eine Firma für Textilien. Und es gibt ja diese Kunstaktion von dem Anton Fuchs und der Frau Haupt, die diese goldenen Heinzel haben. Und er hatte halt an seiner Firma den goldenen Heinzel mit einer goldenen Nähmaschine und wo ein Tuch drüber aus Silber. Und was eine Woche später kam hier ist der Preis, wirklich ein mordsschweres Stück Kupfer mit Silber drüber. Und also wie gesagt, die goldene Nähmaschine mit einem silbernen Tuch drüber. Und dann sagte er, ich stifte nicht nur die, sondern ich stifte jedes Jahr 1.000 Euro. So der erste 500 Euro, der zweite 300 und der dritte 200. Für die Schule. Ja, das soll jetzt da wird es auch keine Jury vergeben, sondern da wird einfach zwischen Zugleitung und unserem Vorstand wird geguckt, welches Kostüm ist diesmal besonders. Da werden wir auch 3. Die gehen auch nicht mit dem Rosenmontag so. Also deswegen, es soll jetzt nicht so der Wettbewerb, die Schule hat einen großen Förderverein, die haben viel Geld. Das Geld soll halt nicht die Rolle spielen, sondern dieses selbstgemachte, dieses selbstgebastelte. Und das ist so eine Sache, die jetzt dieses Jahr neu sein wird. Und da freuen wir uns alle drauf. Ich glaube, die Schulen auch, das ist auch da gut angekommen. Und da sind wir mal gespannt. Ne? Also muss immer etwas tun. Ihr macht es auch alles ehrenamtlich, ne? Also ich meine, klar, an der Spitze, das ist eine Menge Arbeit, aber die in den Schulen und Fädeln, ist ja auch dann viel, auch sicherlich in den Schulen, dass es auch nochmal ehrenamtlich on top kommt zu einer normalen Schulzeit. Ist das dann auch schön zu sehen, wie viel Arbeit ehrenamtlich Schulen und Fädel sich dann machen dafür? Ja, natürlich, sicherlich. Gerade bei den Schulen ist es mit Sicherheit vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil es oftmals ja nicht nur von den Lehrern dann aber in ihrer Freizeit, die natürlich dann auch nicht bezahlt wird, irgendwo aufgebracht wird, sondern dass natürlich die Elternschaft sich da auch sehr einsetzt. Natürlich möchten die, dass ihre Kinder da auch sich entsprechend engagieren. Aber das ist einfach ganz faszinierend zu beobachten, wenn man das ein oder andere Mal bei den Fädelsvereinen eingeladen wird, vielleicht auch mal Hinger de Britz spinkse kann, was die da gerade so treiben oder wie sich das Ganze entwickelt. Das ist teilweise ganz faszinierend, wie viel Herzblut da drin steckt. Das kann man schwer nachvollziehen. Muss man wirklich erlebt haben. Und dann das Ergebnis dann an einem Sonntag zu sehen, was da rausgekommen ist, kann man schwer beschreiben. Es ist ein ganz besonderes Gefühl. Ne? Aber jetzt sage ich mal vielleicht noch etwas zum Ehrenamt der Zugleitung. Denn ich meine, auch unser Verein sind alle ehrenamtlich, überhaupt keine Frage. Und Jörg Scheider ist ja als Zugleiter auch bei uns im Vorstand des Vereins. Die Zugleiter, nicht nur die Zugleitung. Ihr seid ungefähr 10 Mann, auch alles Ehrenamtler. Aber wir haben jetzt inzwischen fast 200 Leute, du musst mich korrigieren, wenn die Zahl nicht stimmt, aber glaube ich, so in etwa ist es, die ehrenamtlich als Zugordner mitgehen. 2010 sind wir da noch mit 50 Leuten hingekommen. Inzwischen brauchst du die 200 Leute. Und ich bewundere immer wieder, und das kann ich jetzt hier an den Michael und an Jörg durchaus auch sagen, wie die diese 200 Leute zusammenhalten. Ja, also denen wird dann auch geboten, ihr könnt mal, also jetzt muss man dazu sagen, haben wir noch ganz gute Verbindungen zum Tanzbrunnen und da spielen einmal ja die Blackfest und da sagt Köln-Kongress und die Blackfest, also dann laden wir die ein. Dann sollen die zu dem Konzert kommen und dann sind die mit 80 oder mit 60 oder mit 100 Mann schon mal da. Ihr macht Sommerfeste, die bieten. Und dann ist inzwischen auch so ein toller Kreis, ne, die alle ehrenamtlich
dann am Karnevalssonntags morgens um 6, 7, 8 Uhr da sind, bis abends um 18 Uhr, die ihre Gruppen begleiten. Wir haben ja ungefähr, dieses Jahr sind es, glaube ich, 45 Gruppen bei den Schulen und 50 Gruppen bei den Fädeln. Die müssen ja auch immer 2 Leute, die mitgehen, da musst du Leute, die dazwischen durchgehen, da müssen abschnittsweise Leute stehen. Und das sind alles Ehrenamtler. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Vollkommen zu Recht, weil ich glaube, das muss man auch nochmal betonen. Natürlich sind die Schul- und Fädelszeug so ein bisschen dann der kleine Bruder, die kleine Schwester vom Rosenmontag, aber das muss man ja nochmal betonen, auch für jeden, das sind ja auch 250, 300, 350.000. Ich glaube, es ist immer schwierig, diese Zahlen wirklich zu manifestieren. Aber das ist ja ein absolutes Big-Event, was ihr dann da organisieren müsst. Also ich meine, vielleicht sagst du auch nochmal was dazu, Michael, aus der Sicht der Zugleitung. Weil das ist einfach eine Großveranstaltung, die es seinesgleichen sucht. Wenn es den Rosenmontagszug nicht gäbe, wäre das halt die größte Veranstaltung in Köln. Ja, tatsächlich, das ist so. Also das merkt man schon alleine daran, dass wir natürlich in Zusammenarbeit mit dem Festkomitee uns die ganzen Behördengespräche teilen. Einfach gleicher logistischer Aufwand. Dann führt man die Gespräche natürlich dann nur einmal. Weil für uns ist vom Ordnungsamt auch der Leiter für Großveranstaltungen zuständig. Naja, wir sind halt mit allen Teilnehmern, mit allem drum und dran, auch bei weit über 8.000. Und wir können es jetzt in Zahlen nicht genau sagen, aber zwischen 300.000, 400.000 Zuschauern am Rand. Wir blockieren mal eben so ziemlich die halbe Kölner Innenstadt, was für KVB, für Feuerwehr und für Polizei auch eine große Herausforderung ist. Also wir haben da schon einen ganz schön großen logistischen Aufwand. Und ja, wenn es nicht der Rosenmontagszug wäre, dann wären wir es vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob wir größer sind als Düsseldorf, das darf man jetzt gar nicht sagen. Aber da steckt doch eine ganze Menge an Aufwand hinter. Und also ich glaube, da ist so, spielt jetzt keine Rolle, wie viel Besucher da sind. Es ist ein immenser Aufwand und ich glaube, wir sind alle froh. Und wir sitzen ja nachher mit der Jury immer im Rathaus zusammen, wo die Auswertung ist. Und wir warten wirklich schon immer dann auf den Anruf, zum Beispiel dann um die Zeit 16 Uhr, 16.30 Uhr, wo dann Jörg Scheuder oder, er hat immer angerufen, sagte, Bernhard, ich wollte nur sagen, letzte Gruppe durch, nichts passiert, haben gerade schon mit der Polizei besprochen, mit den Sanitätsdiensten, alles in Ordnung. Und das ist schon eine gewisse Erleichterung, wie ich gesagt habe, ganz ehrlich, auch bei mir, denn man hat schon eine Verantwortung da und dass alles so gut funktioniert, ja, da kann man auch mal, ich sag immer, ich bin Kölsch-Katholik, auch mal eine Kerze im Dom aufstellen und macht ja sowohl das Dreigestirn, aber ich glaube, von uns machen das auch einige. Und dann sind wir immer wieder froh, wenn wir Sonntagnachmittag sagen können, es hat wieder alles funktioniert. Ne? Du hattest gesagt 45 und 55 Gruppen. Ist das gleichbleibend stabil, auch was die Nachfrage angeht? Oder wird es da schwieriger oder ist sogar der Zulauf vielleicht sogar steigend? Ja gut, das wird der Michael besser sagen können. Also ich sage jetzt mal nur die Zahl 50 und 50, so war es mal ausgemacht. 50 Schulen, 50 Fädelsvereine. Und auch da ist noch eine Begrenzung, so ja bei den Teilnehmern. Wir haben ja im Prinzip gesagt, die Gruppen sollen maximal 60 Personen sein. Das sind schon mal, da hat eine Schule Jubiläum, dann drücken wir auch mal Augen zu, wenn 80 Mann mitgehen. Hat aber auch einen besonderen Grund. Wir wollen, dass dieser Zug nicht zu groß wird. Wir sagen noch immer um die 8.000 Teilnehmer, die bei der Zücht dabei sind. Beim Rosenmontag sind 12.000 und mehr. Ja, bei uns sind die Gruppen auch kleiner und hat einen Grund nicht nur neben dem organisatorischen, sondern auch wir haben ein anderes Publikum. Haben wir schon. Da sind Kinder dabei. Die können nicht 6, 7 Stunden da stehen. Ja, also unser Zug geht auch schneller dran vorbei. Natürlich können auch bei uns Staus oder irgendwelche Situationen eintreten, wo man mal etwas länger steht. Aber das ist der Grund, warum wir die Gruppe nicht so groß machen. Es sind dann noch Musiker dabei und wie gesagt Zugordner und so weiter, sodass wir auf ungefähr 8.000 Leute kommen. Ja, glaube ich, Michael, du kannst sagen, die Nachfrage ist, glaube ich, nach wie vor da. Ne? Ja, das definitiv. Ne? Das ist ein bisschen schwieriger ist es, wenn man bei den Schulen, ganz klar, weil auch man muss die Lehrer motivieren. Es wechseln natürlich auch immer wieder die Elternschaften. Aber auch da haben wir jetzt wieder mehr Zulauf bekommen. Bei den Fädelsvereinen machen wir uns wenig Sorgen eigentlich. Da haben wir auch jetzt wieder, ich will nicht sagen eine Warteliste, aber der ein oder andere Verein, den wir jetzt in diesem Jahr nicht mitnehmen konnten, das sagen wir dann fürs nächste Jahr zu. Also Gott sei Dank haben wir es auch mal irgendwann etwas aufgebrochen, indem wir nicht ganz so streng sind. Das muss jetzt kein eingetragener karnevalistischer Verein sein. Das darf dann auch mal der Stammtisch von irgendwas sein.
Unser nettestes Beispiel ist vielleicht, das sind die Löstige Richterinnen, ein Zusammenschluss von Richterinnen aus verschiedenen Städten, die das einfach auch mit viel Herzblut machen, die dann halt auch schon seit vielen Jahren dann einfach bei uns mitgehen. Also von daher haben wir schon auch immer wieder mal Gruppierungen aus dem Kölner Raum, die wir dann gerne mitnehmen. Und ja, jetzt gerade aktuell sind wir noch immer knapp unter der 100er-Gruppengrenze. Das sieht vielleicht im nächsten Jahr wieder anders aus. Also da machen wir uns wenig Sorgen über Zulauf. Ne? Also du sagst ja gerade die Schulen. Da war mit Sicherheit auch nach Corona, hat das wirklich 2 Jahre gebraucht. Denn im letzten Jahr waren es 36 Schulen, jetzt sind es schon wieder 45 Schulen, die wirklich dann wieder sich selber organisieren mussten. Denn das ist ja kein Unterricht, sondern das machen die ja dann in ihrer Freizeit. Und da sind ja nicht nur die Schüler, die Lehrer, sondern sind oft auch Eltern dabei. Und das hat, glaube ich, etwas gebraucht. Und aber ich glaube, da können wir diesmal ja wirklich sagen, ist fast wieder die alte Stärke, wie vor Corona. Gerade da spielt ja Tradition eine große Rolle, aber auch dahingehend muss man auch mit den Schull- und Fädelzeug, muss man sich auch mal wieder neuen Herausforderungen stellen oder sich modernisieren. Ist da auch in den nächsten Jahren irgendwie auch ein Umdenken bei euch irgendwie nötig oder ist es sogar ganz bewusst, dass man da auch vieles traditionell bewahrt, wie es ist? Ja, das haben wir, glaube ich, schon versucht, über die letzten Jahre, Jahrzehnte natürlich beizubehalten. Gerade jetzt in der etwas angespannten Finanzierungssituation. Naja, wir wollen nicht kommerziell werden, das ist, glaube ich, ganz klar. Wir wollen jetzt auch keine Werbebanner durch den Zug tragen, das ist einfach nicht das Ansinnen. Ob wir mal in Richtung Sponsoring gehen, ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen im Thema. Das müssen wir einfach mal auch beobachten. Ob wir zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die Busse, die da jetzt die Schulen hin und her fahren, ob die da mal mit einem Sponsoraufkleber rumfahren oder nicht, das wäre eine Überlegung. Aber das muss dann wirklich so moderat sein, dass wir einfach weit entfernt sind von der Kommerzialisierung. Das darf es einfach nicht sein. Ne? Ja, was mir auch so einfällt, also muss man sich solchen Themen öffnen, keine Ahnung, dass dann irgendwelche Social-Media-Live-Aktivitäten aus den Schull- und Fädelzeug stattfinden? Sind das auch schon Überlegungen, die ihr habt, um da auch jüngere Zielgruppen wieder noch zu erreichen? Also tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, schon gerade im Social-Media-Bereich einen großen Fortschritt gemacht. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Livestream sein, vielleicht kriegt man das auch noch mal hin, aber da ist natürlich auch wieder Personal gefragt. Das muss ja auch jemand gewillt sein, über 5-6 Stunden die ganze Zeit am Zugrand zu machen. Aber dass man natürlich eine Präsenz auf Facebook hat, auf Instagram hat, gehört, glaube ich, schon so ein bisschen dazu, einfach auch um die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Ob das jetzt mal TikTok sein muss, weiß ich jetzt nicht so genau. Wir müssen jetzt keine Tänzchen vor der Kamera machen. Aber natürlich ein bisschen in die Moderne treiben, auf jeden Fall. Dass wir ohnehin EDV-technisch, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind. Wir haben ein recht modernes Anmeldesystem online, wo die Vereine und Schulen sich tatsächlich hinterlegen, wo wir die Zahlen schnell abgreifen können. Wir können vieles auf Knopfdruck erzeugen, also gerade die Medieninformation, viele Teilnehmerinformationen und sei es nur Wagenschilder. Das erleichtert uns die Arbeit und da sind wir, glaube ich, schon ein ganz schönes Stück in der Moderne angekommen, wenn man das mal vom Brauchtum her sieht. Ne? Also ich glaube, der WDR hat ja da auch mitgezogen, ne? Die ja inzwischen nicht nur das Ganze live sendet, sondern auch im Streamingdienst dabei ist, die auch jetzt inzwischen unseren Gruppen dieses Material zur Verfügung stellt, für jede Gruppe einzeln, dass man sieht, wo bist du immer gewesen und so weiter und so. Das sind schon gute Sachen. Ne? Ich glaube, generell werden wir die Tradition so beibehalten. Aber Tradition muss sich auch immer wieder erneuern. Und deswegen, wenn es gewisse Trends gäbe oder die sind, also bei uns sind ja auch die Themen immer da. Ne? Also die Schulen machen sich ja immer selber Themen, ob das jetzt die Schule selber betrifft, die Fädel oft auch, was passiert in Zollstock, was ist in Ossendorf, da wird ja auch ein bisschen Stadtpolitik mitgemacht. Ne? Und ich glaube, das ist auch gut so. So hat das Festkomitee ja auch seine Motto-Waren und so weiter. So groß sind wir natürlich nicht. Bei uns sind ja meistens Fußgruppen, die vielleicht noch ein Wägelchen hinter sich herziehen. Aber da muss man schon sehen, was sind die Themen, ne? Auf jeden Fall. Wir haben ja über Fördermittel der Stadt gesprochen. Glaubt ihr, dass das jetzt nochmal so ins Bewusstsein geholt wurde oder auch diese große Bereitschaft der Spenden? Gibt euch das auch eine gewisse Kraft und zeigt euch das, dass der Karneval eine angemessene Würdigung dann auch bekommt, was er halt der Stadt gibt? Weil ich glaube, das muss man ja immer wieder betonen. Also dieser Wirtschaftsfaktor, der emotionale Faktor, das Ehrenamt, was alles Gutes getan wird mit dem Karneval, dass das ja nicht nur eine Einbahnstraße sein kann. Aber gibt euch das auch momentan, was in den letzten Wochen dann auch gerade rund um die Schull- und Fädelzeug passiert ist, Kraft und einen Dienst dafür, dass das in die richtige Richtung in eine gewisse Würdigung geht, auch für den Karneval? Also sind ja wirklich, wie eben schon mal gesagt, die zwei Sachen. Einmal die Stadt. Ich glaube, da hat man es verstanden.
in allen Gesprächen wohl so eine große Offenheit und wir haben da sehr offen darüber diskutiert, wobei ich auch Verständnis habe für die Situation der Stadt, was Sparen etc. betrifft. Aber ich glaube, da sind wir schon angekommen und ich bin auch guten Mutes, dass wir über 26 hinaus, also in die nächsten Jahre, auch vielleicht einen festen Etatposition bekommen werden. Und wenn es nur jedes Jahr neu beschlossen wird, wäre mir das auch recht, aber dass wir da weiter Zuschuss behalten. Das andere ist aber dieses Jahr in dieser Stadtgesellschaft, vielleicht nennt man es so, oder dieses bürgerschaftliche Engagement. Da glaube ich, sind wir jetzt wirklich verankert mit dran. Und wie gesagt, ich sagte ja, uns sind so viele Angebote gemacht worden, die wir auch dadurch kennengelernt haben. Und das geben wir ja weiter. Dass ich da durchaus gute Mutes bin, ja. Ich glaube, das sieht man ein bisschen auch daran, dass wir natürlich viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, natürlich, dass wir aus allen Schichten und Gesellschaftsteilen Angebote bekommen haben, sei es nun von Kölner Künstlern und Bands, sei es von Tanzgruppen, von Vereinigungen, von allem Möglichen. Also das zeigt, glaube ich, wie wichtig das den Menschen einfach ist, dass dieses Stück Brauchtum auch erhalten bleibt. Aber auch solche Dinge wie, wir haben eben unsere Zugordner angesprochen, die das halt ehrenamtlich machen. Da brauchen wir immer wieder mal Nachschub, weil wir haben doch teilweise Zugordner, die das schon seit vielen Jahrzehnten machen. Unser langjährigster Zugordner ist seit tatsächlich mittlerweile über 50 Jahren bei uns. Ich glaube, das muss man sich dann auch mal überlegen, was da für eine persönliche Motivation hintersteckt. Das finden wir natürlich total klasse, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen auch jedes Jahr neue Zugordner. Und wenn man dann mal kurz einen Aufruf, entweder über die sozialen Medien oder an der Stelle auch über Radio Köln macht, haben wir auch dann auf einmal so viel Zuspruch wieder bekommen, wo man dann denkt, um Gottes Willen, wie wichtig ist das den Menschen? Das können wir gar nicht hoch genug anrechnen. Also da sind wir enorm dankbar für. Und das merkt man an allen Stellen einfach. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, um Gottes Willen, was passiert denn? Ist das wahr? Kann es sein, dass die Schuld und Fehler sich irgendwann nicht mehr existieren? Das geht durch die Bank, wie man so sagt. Ne? Der Karneval ist total vielfältig. Es gibt Sitzungen, Bälle, Partys und dann eben natürlich auch das anstehende Straßenkarnevalswochenende. Gibt es irgendwas bei euch, was irgendwie so ein ganz besonderes Highlight ist? Also hat es alles so seinen Reiz oder ist es dann tatsächlich das Straßenkarnevalswochenende, was dann bevorsteht? Ja, für uns stehen natürlich die Schul- und Viertelzüge im Vordergrund. Aber wir machen auch in der Karnevalszeit selber, ich will ja sagen, 2 Veranstaltungen. Die eine Veranstaltung ist der Sternmarsch, wo im Prinzip der Verein sich bei den Schulen, bei den Viertelvereinen bedankt, dass sie dabei sind. Machen wir von 4 verschiedenen Stellen rund um den Altermarkt, wo dann die Gruppen zum Altermarkt marschieren und bieten denen dann ein Programm, 2,5 Stunden, wo traditionell die Blackfirst, glaube ich, immer dabei sind, aber ich weiß nicht, Cat Ballou, Casala, also die großen Bands sind dabei und da wird 2 Stunden gefeiert und so gegen 8:30 gehen die dann all wieder in ihre Stammkneipen, in die Veedel rein und das ist schon eine sehr schöne Veranstaltung, wo wir uns einfach mal auch bedanken wollen bei den Veedelsvereinen. Die andere Veranstaltung ist, wir machen seit Jahrzehnten, glaube ich, schon eine Veranstaltung, die ist fast laufend verkehrt, die diesmal wieder am 9. Februar um 11 Uhr morgens in Form einer Matinee in der Philharmonie ist, wo Künstler auftreten, die etwas anderes machen, was sie sonst im Karneval machen. Oder die auch zum Thema Brauchtum. So ist diesmal wieder dabei Bernd Stelter, aber auch Bömmel von den Föß mit dem Günter Schwanenberg, die stadthistorische Lieder spielen, die 200 Jahre alt sind, die also quasi wie das Festkomitee gegründet worden sind, schon gespielt worden, die vorgestellt werden. Aber auch die 3 ehemaligen Höhner, der Hannes, der Peter und der Janus, die eine Höhnergeschichte erzählen. Wir haben die Kalendresser dabei, die wirklich handgemachte, wunderbare kölsche Musik querbeet machen. Und das Kinderdreigestirn ist traditionell da. Nathalie Bergdahl wird es moderieren. Und die Erlöse von dieser Veranstaltung, die fließen in die Schul- und Viertelzüge. Sind so, je nachdem, wir sind noch nicht ganz ausverkauft, hoffen aber, dass wir dieses Jahr wieder ausverkauft sein werden. Und da fließen fast 25.000 € für die Musik in den Schul- und Viertelzüge rein. Ne? Also das sind schon so Veranstaltungen, die uns so ein bisschen begleiten, genau wie die gesamtstädtische Schulensitzung,
die in der Karnevalszeit stattfinden, wo im Friedrich-Wilhelms-Gymnasium 700 Kinder und auch ein großer Teil an Eltern dabei ist und wo die Kinder dann wirklich ihre Vorträge bringen. Ne? Und das ist wunderbar. Eine Veranstaltung, die liegt uns, glaube ich, auch sehr am Herzen. Etwas, was wir nicht selber veranstalten, aber was wir schon seit einigen Jahren finanziell unterstützen, ist tatsächlich im Klinikum Meerheim in der Palliativstation. Ja. Da wird dann versucht, ja, zumindest mal über ein paar Stunden für die Menschen, die da ist vielleicht noch in ihrem letzten Karneval gerade noch erleben, ja, etwas auf die Beine zu stellen. Und da passiert auch alles ehrenamtlich. Da kommen Kölner Künstler hin, da kommt das Dreigestirn hin. In der Regel ist auch immer der Präsident des Festkomitees da, wir natürlich auch. Das ist ein ganz, ganz emotionaler Moment. Also ja, sehr schön, dass du das sagst. Also sie wird jetzt, ich sage, jetzt noch morgen stattfinden. Morgen. Wir sind morgen Nachmittag auch wieder alle da. Da haben wir dann wieder die Lüstchen Meerheimer. Radodolle Meerheimer, so heißen sie. Die organisieren das. Die Präsidentin von dem Verein ist auch auf dieser Palliativstation angestellt. Und wir haben dann irgendwann gesagt, da war ein Loch in der Kasse. Also das werden wir jedes Jahr übernehmen. Die Künstler treten da sowieso alle kostenlos auf, aber es muss natürlich auch da eine Anlage gestellt werden. Die Patienten, die ja wirklich sind, die da hingefahren werden mit ihren Betten größtenteils, dass der Rahmen stimmt, dass es auch eine Verpflegung gibt, und das machen wir wirklich seit Jahren sehr, sehr gerne. Das ist auch so, ja, zwar sind wir nur im kleinen Kreis da, ne? Aber mit Herzen dabei. Ja, natürlich, nee, das ist einfach das ist genau das Schöne. Wunderschön, ne? Dafür wollen wir uns ja bei Bis der Nobel brennt auch ein bisschen die Zeit nehmen, um auch diese Hintergründe mal zu zeigen, was ja auch viele gar nicht wissen, was auch alles hinter dem Karneval steckt. Genauso, was viele auch nicht wissen, wann klingelt dann bei dir am Karnevalssonntag der Wecker? Also wann geht's los? Es muss ja auch ein krasser Tag sein dann, oder? Ja, tatsächlich, ich glaube, wir sind von der Zugleitung, glaube ich, schon um 6 Uhr morgens da. Ich glaube um 4 Uhr, vielleicht auch 4:30. Ich guck mal. Kommt auf meine Frau an, wann die mich rauslässt. Nein, aber das ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade die Ineas auf den Zug zugeht, dass die Tage immer länger werden, dass die Beschäftigung mit dem Zug und der Vorbereitung immer mehr, also derzeit sind es gefühlt, der halbe Tag geht für den Zug drauf. Die Gespräche mit der Zugleitung sind immer häufiger. Daran merkt man, es geht langsam, der Zug geht. So ein Running Gag ist bei uns, dass Jörg und ich uns in der Regel immer sonntags morgens um 5 Uhr mal kurz schließen, sehr zur Freude unserer Frauen. Aber das zeigt eigentlich erstens, mit wie viel Herzblut wir dabei sind, aber auch wie bekloppt wir sind. Aber das ist einfach so. Man muss das einfach mit vollem Herzen machen wollen, und dann ist die Zeit egal, die man dafür aufbringt natürlich, und ob es dann 5 Uhr morgens ist oder was auch immer, ganz egal. Wenn du jetzt einem Außenstehenden doch noch erklären müsstest, warum er zu den Schul- und Viertelszug und dann auch zum Rosenmontagszug unbedingt nach Köln, in Köln dabei sein sollte, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Ja, er soll dabei sein. Er muss sich einfach öffnen und muss dieses erleben. Also, heißt immer, Köln ist ein Gefühl. Ich einfach mitmachen. Ja, also das ist, glaube ich, so einfach, und muss nicht immer nur unbedingt die Pulle Bier in der Hand haben und dabei sein, einfach mitfeiern, das Aufsaugen, was da an einem vorbeigeht, an diesem bunten Menschen, kostümiert, in Gruppen, Einzelpersonen, Persiflagen. Ich glaube, ja, einfach hier hinkommen, und man sieht ja, wenn man nur mal sieht, weil am Bahnhof los ist an diesen beiden Tagen, ne, Sonntag und Montag, wie viele Leute dann von außen hier reinkommen. Das ist schon der Wahnsinn. Und ja, einfach mitfeiern, und ich glaube, das ist das Schönste, was man machen kann. Das hatten wir letztens auch mit dem Ken Reise hier. Köln ist halt Champions League, was Karneval angeht. Ne? Nicht in allem sind wir Champions League, aber da halt schon. Da bestimmt. Das wird so sein, ja. Glaube ich auch. Perfekt. Vielen lieben Dank. Das sind schöne Schlussworte. Ich glaube, wer jetzt noch keine Lust auf die Schul- und Viertelszug hat oder auf den Rosenmontagszug, dem ist dann schwierig zu helfen. Aber ich hoffe, wir haben heute ein bisschen dazu beigetragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Euch beiden auf jeden Fall vielen Dank. Wir haben ganz viel erfahren über den Karneval, über die Schul- und Viertelszug und viel über die Hintergründe. Michael Wandel, Bernhard Konin, besten Dank. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wer da gerne öfter dabei ist, der abonniert uns am besten. Entweder bei Spotify, da gibt es den Podcast natürlich zu abonnieren und zu hören. Den Videocast gibt es bei Instagram und bei YouTube zu sehen. Also folgt uns auch gerne auf Instagram und seid regelmäßig dabei. Für heute erstmal vielen Dank und bleibt jeck.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.